Angedacht zwischen Rhein und Reden. Impulse aus dem Kirchenbezirk Germersheim. Boah, meine To-Do-Liste ist noch so Einkaufen lang gehen heute. müsste ich auch noch. Der Kühlschrank ist leer. Das Kind muss vom Kindergarten Nicht bei der abgeholt Sozial- werden. Feriumswahlen stehen. Die Jahresrechnung und die Steuererklärung. Schreibtisch aufräumen. Ein Gong, Meditationsmatte, ein Meditationsschemel ist ja doch eher was Ungewöhnliches in der christlichen Kirche. Aber ich glaube, es hat seinen Platz hier bei uns. Jesus geht so oft in die Stille, wenn es ihm zu viel wird, wenn er Kontakt zu Gott sucht, geht er in die Stille, um zu beten. Vielleicht werden dann auch die Stimmen in seinem Kopf, was ihn alles beschäftigt, nach und nach leiser und es wird Platz für das Wesentliche. Oder die Geschichte von der Sturmstillung auf dem See, als nach dem großen Unwetter die Wellen toben und alles braust und stürmt und dann wird es nach Jesu Wort ruhig und die Stille kehrt ein. Ich finde, das lohnt sich, mal auszuprobieren, mal zu wagen, wie das ist mit dem Meditieren, mit dem Stillwerden, mit dem Platzmachen in sich für Gott, für Gottes Stimme. Es ist nicht einfach und geht nicht von heute auf morgen, dass das eigene Karussell langsamer dreht und die Stimmen leiser wird, aber ein bisschen ist es auch eine Übungssache. Und das Schöne an der christlichen Meditation ist ja, dass wir ein Gegenüber haben. Wenn die Stimmen laut sind, kann ich leise beten, Herr, erbarme dich. Oder Herr, erhöre mich. Und das hilft immer wieder innerlich gesprochen und es wird leiser. Probier's doch auch mal aus, vielleicht zu Hause bei dir in deinem ganz privaten Umfeld oder auch bei uns hier in der Gemeinde. Da gibt es die sogenannte Seelenzeit. Wenn du da Interesse hast an den gemeinsamen Erfahrungen mit anderen, schreib's hier in die Kommentare oder wende dich an die Nummer, die unten eingeblendet steht. Angedacht zwischen Rhein und Reden. Impulse aus dem Kirchenbezirk Germersheim.